Cześć. Dies ist Tibet This Week, eine wöchentliche Nachrichtenausgabe über Tibet, seine Heiligkeit den Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Zunächst die heutigen Schlagzeilen. Seine Heiligkeit der Dalai Lama lehrt die 3 Hauptaspekte des Pfades von Tsongkhapa. Seine Heiligkeit der Dalai Lama beglückwünscht den neuen Premierminister von Japan, Shigeru Ishida. Seine Heiligkeit der Dalai Lama beglückwünscht Präsident Jimmy Carter zu seinem 100. Geburtstag. Sejong Bema Tseleng spricht während seines offiziellen Besuchs in Uttarakhand und im Distrikt Simur mit den tibetischen Gemeinden über politische und kulturelle Belange. Die tibetische Zentralverwaltung feiert den 155. Geburtstag von Mahatma Gandhi. Ehemaliger tibetischer politischer Gefangener Thupten Yishi in Tibet verstorben. Die Welt braucht mehr denn je einen Champion wie das tibetische Volk und die Führung seiner Heiligkeit des Dalai Lama, sagt der Kongressabgeordnete Jim McGovern. Tibetische parlamentarische Delegation schließt Advocacy-Aktion in Belgien ab und trifft Mitglieder des Europäischen Parlaments. Tibet Policy Institute und Dalai Lama Institute for Higher Education erneuern Partnerschaft mit neuer Absichtserklärung. Repräsentant Ganma Singye nimmt am 50. Gründungsjubiläum des JDC-Instituts teil. Office of Tibet und Alliance for Victims of the Chinese Communist Regime organisieren Gegenveranstaltungen zum Gründungsjubiläum der Volksrepublik China. Am Montag dieser Woche hielt seine Heiligkeit der Dalai Lama im tibetischen Haupttempel in Dharamsala vor 7000 Menschen, darunter 1300 aus Taiwan, einen Lehrvortrag über Tsongkhapas 3 Hauptaspekte des Pfades. In seiner Unterweisung erklärte seine Heiligkeit, dass die 3 Prinzipien des Pfades Entsagung, Bodhicitta, der erwachende Geist und die korrekte Sicht der Lehre für den spirituellen Fortschritt wesentlich sind. Entsagung allein führt nicht zur Erleuchtung, sie muss von Bodhicitta und Weisheit begleitet werden. Seine Heiligkeit betonte auch die Rolle Tibets bei der Bewahrung dieser Lehren, die aufgrund ihrer Grundlage in Vernunft und Logik weltweites Interesse gefunden haben. Nach der kurzen Belehrung am Dienstag dieser Woche brachten die Gruppen der taiwanesischen Anhänger seiner Heiligkeit im Dalai Lama Gebete für ein langes Leben dar. Am Mittwoch dieser Woche gratulierte seine Heiligkeit der Dalai Lama dem neu gewählten japanischen Premierminister Shigeru Ishida in einem schriftlichen Brief, der auf dem Webportal des Büros seiner Heiligkeit des Dalai Lama veröffentlicht wurde. Seine Heiligkeit würdigte das Interesse Japans an seinen Bemühungen um Mitgefühl, interreligiöse Harmonie und eine Welt ohne Waffen, einschließlich Atomwaffen. Darüber hinaus lobte der Dalai Lama Japans Modernisierung und Führungsrolle bei den globalen Friedensbemühungen und ermutigte Premierminister Ishida, sich weiterhin für den Frieden einzusetzen, insbesondere in Zeiten globaler Unsicherheit. Abschließend wünschte er Ishida viel Erfolg bei der Erfüllung der Bestrebungen des japanischen Volkes und der Schaffung einer mitfühlenderen Welt. Ebenfalls am Dienstag dieser Woche schrieb seine Heiligkeit der Dalai Lama an Präsident Jimmy Carter, um ihm zu seinem 100. Geburtstag zu gratulieren, den er als inspirierende Leistung bezeichnete. Seine Heiligkeit sagte, er bewundere den ehemaligen Präsidenten seit langem für seine guten Taten und dankte ihm dafür, dass er sich weiterhin für das Wohl anderer einsetzt. Während seiner Besuche in tibetischen Siedlungen in Uttarakhand und Himachal Pradesh diskutierte Sejong Bema Tseleng mit den Bewohnern wichtige politische und kulturelle Fragen. Er sprach die Bemühungen Chinas an, die tibetische Identität durch die Schließung religiöser und kultureller Einrichtungen auszulöschen, einschließlich der Ersetzung von Tibet durch Xizang durch die Volksrepublik China. Sejong betonte die Wichtigkeit der Bewahrung der tibetischen Kultur und Sprache und wies auf die laufenden Bemühungen und Herausforderungen des sino-tibetischen Dialogs hin. Beim Besuch der tibetischen Siedlungen Puruvalla, Ponta, Dögu, Lüdeling, Habatpur, Manduwala und der tibetischen Siedlung Tseding-Tunde lobte Sejong die Widerstandsfähigkeit der tibetischen Exilgemeinschaft und forderte die Tibeter auf, ihr Erbe inmitten der wachsenden Herausforderungen zu schützen. Er berichtete über die neuesten Entwicklungen bei den Digitalisierungsinitiativen der CTA, äußerte sich besorgt über die Ausbeutung der tibetischen Wasserressourcen durch China und erläuterte die laufenden Bemühungen in den Bereichen Wohnungsbau,
Bildung und Kulturerhalt. Er wies auch auf die Fortschritte in der internationalen Gesetzgebung hin, wie zum Beispiel den Resolve Tibet Act der USA, der das Recht Tibets auf Selbstbestimmung anerkennt. Während dieser Besuche betonte Sejong die Rolle der tibetischen Jugend bei der Aufrechterhaltung der kulturellen Identität und der Förderung der Sache Tibets auf der Weltbühne, vor allem im Hinblick auf Chinas historische Verzerrungen. Sein Engagement bekräftigte das Bekenntnis des Gascha zum Ansatz des mittleren Weges und zur wahren Gerechtigkeit für die Tibeter im Exil. Am 29. September besuchte Sejong Bemba-Tsering das Sakya-Kloster, wo er von einem tibetischen Parlamentarier und den Leitern des Sakya-Klosters, des Ngol-Klosters und des Kongal-Klosters, des Sa-Klosters, dem Direktor des Sakya-Colleges und der Leiterin des Sakya-Nonnenklosters empfangen wurde. Anschließend hatte der Sejong eine Audienz beim 42. Sakyatesi Ratna Vajra Rinpoche und beim 43. Sakyatesi Gyana Vajra Rinpoche. Am Mittwoch dieser Woche versammelten sich die Führung und leitende Mitarbeiter der tibetischen Zentralverwaltung in Kangchengichong, um den 155. Gandhi Jayanti zu begehen und den Geburtstag von Mahatma Gandhi, dem legendären Verfechter der Gewaltlosigkeit, zu ehren. An der Veranstaltung nahmen der amtierende Sejong Galön Thanam Joma Changra vom Bildungsministerium, Galön Nosi Joma vom Ministerium für Information und internationale Beziehungen, Auditor General Hapwa Gyaltsen sowie verschiedene Sekretäre und hohe Beamte der tibetischen Zentralverwaltung teil. In ihrer Ansprache an die Medien unterstrich die amtierende Sejong Thanam Joma Changra die universelle Bedeutung von Gandhis Lehren und dem Prinzip der Gewaltlosigkeit. Der ehemalige tibetische politische Gefangene Thubten Ishi verstarb am 28. September in Lhasa. Er wurde 1950 in Yamadashar im Bezirk Maldukungol geboren, wo er bis zum Alter von 14 Jahren die Schule besuchte und anschließend auf dem Bauernhof seiner Familie arbeitete. Im Jahre 1992 hissten er und 4 Begleiter die tibetische Flagge und skandierten Slogans für die Unabhängigkeit, was zu ihrer Verhaftung führte. Thubten Ishi wurde zu 15 Jahren Haft im Tapchi-Gefängnis verurteilt, wo er bis 2007 blieb. Die CTA spricht seiner Familie ihr Beileid aus und es wird für seine Wiedergeburt in höheren Sphären gebetet. Am 29. September veranstaltete die Regional Tibetan Association of Massachusetts eine Veranstaltung mit dem Titel Thank you, Congressman Jim McGovern, um ihn für sein Engagement für Tibet und seine Heiligkeit den Dalai Lama zu ehren. Während der Veranstaltung lobte der Kongressabgeordnete McGovern die Widerstandsfähigkeit und den weltweiten Einfluss der tibetischen Gemeinschaft und betonte die Bedeutung tibetischer Werte wie Liebe, Respekt und Freude im Kampf gegen die heutige Negativität. Er bekräftigte sein Engagement für die Unterstützung Tibets im Kongress, inspiriert durch seine Begegnungen mit Tibetern weltweit. But look, I woke up this morning and I turned on the news, and there's just so much turmoil and so much chaos, war and violence and destruction. I couldn't leave the news on for very long because it was so depressing. And the reality is none of that is preordained. None of that has to be. So much of that is taught, is passed on from generation to generation. And what we need to do is figure out a way to teach people an alternative view. And that's what I really admire about His Holiness and about the Tibetan culture so much, because it is about unity. It is about respect. It is about love. It is about joy. It is about contentment and happiness. And to me, that's the kind of world I would like to see. Sejong Bemba-Tsering bedankte sich auch für McGoverns unerschütterliche Unterstützung für die tibetische Sache, obwohl er persönliche Opfer bringen musste. Am 29. September begannen die Mitglieder des 17. tibetischen Exilparlaments, der Abgeordnete Tashi Thundup und der Abgeordnete Rigsin Thundup, ihren offiziellen Besuch in Belgien, wo sie mit tibetischen Vertretern zusammentrafen und an einem öffentlichen Vortrag im tibetisch-buddhistischen Zentrum Dharma Sunam Gyatso-Ling teilnahmen. Die Parlamentarierdelegation setzte ihre Lobbyarbeit in Belgien fort, wo sie mit der belgischen Parlamentsabgeordneten Els van Hoof und Beamten des Europäischen Amtes für Auswärtige Angelegenheiten zusammentraf und die Menschenrechtssituation in Tibet unter chinesischer Herrschaft erörterte.
Die Delegation lobte und dankte der Europäischen Union für ihre jüngste Erklärung vor dem UN-Menschenrechtsrat, in der die Notlage Tibets hervorgehoben wurde. Sie trafen auch mit dem belgischen Senator Karl van Loofe zusammen und führten Gespräche mit Aktivisten der Lungda Association und der International Campaign for Tibet, um das Bewusstsein für Tibet zu schärfen. Am Dienstag dieser Woche traf die Delegation mit Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus Frankreich, Österreich, Litauen, Rumänien und Deutschland zusammen. Sie informierten sie über die Situation Tibets und betonten, wie wichtig die internationale Unterstützung ist und forderten die EU auf, eine Resolution zu Tibet zu verabschieden. Am 30. September erneuten das Tibet Policy Institute und das Dalai Lama Institute for Higher Education ihre Zusammenarbeit durch die Unterzeichnung einer neuen Absichtserklärung in Dharamsala, nachdem die vorherige 5-jährige Vereinbarung ausgelaufen war. Die Absichtserklärung, in Englisch MOU Memorandum of Understanding, zielt auf die Förderung des akademischen Austauschs, der gemeinsamen Forschung und der tibetischen Studien ab, mit Plänen für Mobilitätsprogramme für Lehrkräfte und Studierende, Konferenzen und Forschungspublikationen. Die Vereinbarung wurde von TPI-Sekretär Dao Tsering und DLIHE-Direktor Dr. Dingzin Basang unterzeichnet und besiegelt die Fortsetzung der Partnerschaft für weitere 5 Jahre. Am 26. September nahm der Repräsentant Gama Singhi vom Office of Tibet Canberra an der 50-Jahre-Feier des Genesee-Instituts in Yutlo, Queensland teil. Er verlas eine Botschaft seiner Heiligkeit des Dalai Lama, der das Institut beglückwünschte und betonte, wie wichtig es ist, Buddhisten des 21. Jahrhunderts zu sein, die tiefes Wissen über die Lehren Buddhas mit moderner Bildung und Wissenschaft verbinden. Seine Heiligkeit lobte die Beiträge des Instituts zur Gesellschaft, einschließlich der Hospizprojekte, und wünschte dem Institut weiterhin viel Erfolg. Das Genesee-Institut wurde 1974 gegründet und war das erste tibetisch-buddhistische Zentrum in Australien. Am Dienstag veranstaltete das Tibet Information Office in Zusammenarbeit mit der New Zealand and Australia Alliance for Victims of the Chinese Communist Regime eine Gegenveranstaltung im Rathaus von Sydney, die mit dem chinesischen Nationalfeiertag zusammenfiel. Die Veranstaltung mit einer Fotoausstellung und einer Kundgebung brachte chinesische Demokraten, Hongkonger, Tibeter, Falun Dafa Praktizierende und die VTAC Australien zusammen, um auf die Probleme unter der kommunistischen Herrschaft Chinas hinzuweisen. Der chinesische Verbindungsoffizier Dao Sangmo verurteilte die staatlichen tibetischen Internate in China und bezeichnete sie als Mittel zur Auslöschung der tibetischen Kultur. Der ehemalige chinesische Diplomat Chen Yonglin forderte Australien auf, das Magnitsky-Gesetz anzuwenden, um chinesische Beamte für Menschenrechtsverletzungen zu bestrafen. Die Veranstaltung schloss mit einem einheitlichen Aufruf zum sofortigen Handeln der Regierung. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.